Willkommen, ihr wunderschönen Menschen, ich bin der Zengiebel. Welche Spiele kaufen wir uns denn im Monat Oktober? Wir brauchen Spiele, also richtig gute Spiele, also richtige Spiele, nicht so wie Destiny, wo man 15 DLCs kaufen muss, damit man die Story ein bisschen erklärt bekommt. Man kann nicht mal handeln in Destiny. Gott, ich habe da diese App, die heißt... Wie heißt die eigentlich? Scheiße. Game RD, also... Game RD. Da stehen ziemlich alle Games drin, die irgendwann rauskommen. Also was kaufen wir uns für Spiele diesen Monat? Wir müssen doch zusammen Rate-Its machen. Also brauchen wir Spiele. Und welche Spiele kaufen wir da? Natürlich. Das entscheiden wir jetzt zusammen. Schatten von Mordor, gekauft. Alien Isolation, was sagt ihr zu dem Titel? Kaufen oder doch eher abwarten? Oh, Drive Club, das wird ein cooles Rennspiel, oder nicht? Finden wir es heraus im Rate It. Oh, dann noch Project Spark, was ein sehr cooles Xbox-Spiel wird. Das ist sehr cool. Ich habe keine Ahnung, worum es darin geht. Auf jeden Fall kannst du mordsmäßig viele Sachen bauen. Das wird schon cool. Ja? Oh, The Evil Within, das neue Spiel von... Resident Evil Macher Miyamoto Shinji Mikami. Zu Evil Within, es überzeugt mich noch nicht ganz. Also es gibt schon tolle Szenen und so, ja, das ist schon super toll. Aber es wirkliche Epic Scheiß Horrorgemetzel, wo ich Angst habe, wie in Dead Space 1 damals, wo ich 13 war. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ein neues Sid Meier's Spiel wie Civilization 5, nur ein bisschen neuer in der Zukunft auf Planeten. Weiß ich noch nicht, weil das komplette Schöne war ja an Civilization. Man baut sich von der Steinzeit auf, die noch nicht mal ein Rad kennen. Da baut man bis zum Weltraumzeitalter, auch wenn ich da noch nie war. Und erlebt dann alles mit. Und was gibt's schon im All zu entdecken? Also... noch größere Super-Alien-Tötungswaffen. Dann kommt Sunset Overdrive am 28. Ein schöner Shooter. Sieht jedenfalls nach den Trailern so aus. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Könnte jetzt wieder so ein hingeschmissener Scheißmüll sein, wie Destiny. Es gibt Superkräfte und es gibt irgendwelche Zuckerdrogen oder irgendwas. Mal schauen. Zum Schluss noch Lords of the Fallen. Das schaut ja mal übelst geil aus. Das Game... könnte so hart werden wie Dark Souls 1 und 2 und Demon's Souls. Es wäre eine geile Sache. Oder Bloodborne. Als Vorgeschmack auf Bloodborne, ich weiß es nicht. Ich hole es mir auf jeden Fall. Schaut da das Rate It an. Und vielleicht spielen wir sogar mal zusammen. Das waren die Titel, die mir ins Auge gefallen sind, die mich interessieren könnten. Wo ich mir einige auf jeden Fall kaufe und bei anderen auf eure Empfehlung warte. Ob ihr es kauft ihr es nicht, warum kauft ihr es nicht und so weiter. Dass es wieder ein paar neue Games für Rate It gibt. Die letzte Episode Rate It war Destiny. Ja, das Spiel ist eher zum Weinen als zum Lachen. Welche Spiele kauft ihr euch in diesem Monat? Würde mich natürlich sehr interessieren. Freut euch die nächsten Tage auf coole Videos mit dem Silent Cast und mir in Sniper Elite 2. Da gibt es schon ein paar Multiplayer-Sachen davon. Dann natürlich auf die Dark Souls 2 Complete Playthrough Scheiße mit Tiny Chris, mit Facecam, was auch immer. Da gab es schon mal einen kleinen Vorgeschmack in neues Spiel plus 1. Dann auf ein paar coole Rate-Its und vielleicht sogar ein paar Android-Game Rate-Its, weil da einige coole Sachen dabei sind. Und im Oktober geht's auf Facebook ab 7 Uhr. Jeden Tag irgendwas Lustiges, Video, Bild, Spruch, was auch immer. Super lustig. Ihr müsst da unbedingt reinschauen. Ihr bepinkelt euch vor Lachen. Also schreibt mir in die Kommentare, welche Spiele ihr euch kauft, auf was ihr euch freut, was ihr sehen möchtet und so weiter und so fort. Wir sehen uns in den nächsten Videos auf Facebook, im Livestream, wo auch immer. Bis dahin, bleibt so schön und tschüss. Backstabbing, Bitch! Nein! Nein! Böser! Ja, sehr gut, sehr gut. Die Investition hat sich gelohnt. Ja. Du Arschkopf, hör auf damit. Du Wichskanal. Und tschüss.